Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal vor dem Bundesligaspiel beim VfL Bochum. Ja, bin sehr gespannt, was der Winnie so zu erzählen hat. Bevor wir reingehen, natürlich der Hinweis, Leute, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts und ihr unterstützt damit zusätzlich das, was ich hier so tue. Vielen lieben Dank dafür. Und damit gehen wir rein in den Bums. Upsala. Upsala. Ja, guten Morgen. Das hätte man auch zum Champions League-Spiel sagen können. Upsala. Aus der Champions League und wieder Bundesliga. Der FC Bayern macht sich erneut auf die Reise zum Spiel beim VfL Bochum. Morgen Nachmittag 15:30 Uhr. Servus zur Medienrunde mit Marcel und Kompanie und Christoph Freund. Und 1, 2, 3 Frage hungrigen Journalisten. Es beginnt. Torben Hoffmann für Sky, bitte. Sollen wir mal wetten, wie viel... Wow, Torben ist wieder da. Torben war bestimmt krank. Wie viele Fragen zum Champions League-Spiel kommen oder wie viele Fragen zum VfL Bochum kommen? Sag mal Verhältnis mindestens 3:1 für Champions League. Schönen guten Morgen. Vincent, du hast ja nach dem Spiel gesagt, dass du da noch nicht so sehr in die Analyse reingehen wolltest. Jetzt nach ein paar Tagen, wie fällt die Analyse aus? Frage 1, Champions League. Dass deine Mannschaft momentan eben auch so viele Gegentore kassiert. Ohne Bild. Ja, ich glaube, es gibt Spiele, wo es einfach nach dem Spiel einfach sofort deutlich ist. Man kann so auch klar sagen, was dann passiert ist, und das haben meistens auch alle gesehen. Aber das war schon ein Spiel mit vielen Momente, nicht nur alles falsch gelaufen, aber auch gute Momente, dass wir nicht weiter genützt haben, und Momente, wo wir einfach vielleicht ein bisschen unkonzentriert waren, und deswegen war es vielleicht nach dem Spiel besser, nochmal das Spiel anzuschauen. Und letztendlich kann ich noch immer das Gefühl teilen. Das heißt, in der ersten Halbzeit sind wir, glaube ich, haben wir das Gefühl gehabt am Halbzeit, okay, jetzt haben wir 3 Gegentore bekommen, das ist natürlich nicht ideal, aber das Gefühl war noch da, wir können 4-3 oder 5-4 gewinnen, weil wir waren nämlich noch gefährlich, und ich würde sagen, dass die erste Halbzeit eigentlich einfach von Resultat her nicht gut war, aber letztendlich die Glaube war da. Und in der zweiten Halbzeit hat das Spiel ein bisschen geendet. Dann müssen wir sagen, dass Barcelona besser war, und das war auch das erste Mal diese Saison, dass eine Mannschaft vielleicht für 45 Minuten besser war, und das war dann in diesem Moment natürlich für uns ein bisschen schwer, und es war eine deutliche Niederlage. Ja. Naja, hat er wenigstens auf jeden Fall richtig analysiert. Ja, das konnte man aber, ganz ehrlich. Ja. Ich habe das auch 1 Minute nach dem Spiel so analysiert. Also, da hätte man jetzt nicht noch irgendwie 5 Tage drüber schlafen brauchen. Also, ich denke mal, das hat man gesehen. Ja, und fairerweise muss man aber auch sagen, dass das die erste Halbzeit auch dann von Minute 20, 25 an. Jede Minute wurden wir irgendwie fickriger, unsicherer und Barcelona sicherer und gefährlicher. Ja, also. Aber die Art und Weise, wie ihr Gegentore kassiert, passiert ja immer nach einem relativ selben Muster. Also du kriegst nicht richtig Druck auf den Ball vorne, dann gibt es einen langen Ball. Ich finde auch Upa und Kim ab und zu so ein bisschen taktisches Fehlverhalten. Wie willst du das in den Griff bekommen? Weil ich finde, Frankfurt, jetzt auch Barcelona, das ist immer ein Dazu muss man dann noch sagen, ja, stimme ich ihm natürlich zu, ja. Taktisch ist das manchmal sehr, sehr naiv von den Innenverteidigern. Man hat es gegen Barca versucht mit Kimmich als Absicherung, was völliger Fail war. Ja, das sollte man auf jeden Fall überdenken. Und fairerweise muss man aber auch sagen, wenn er schon Frankfurt und Barca nimmt, jeder Schuss aufs Tor war ein Tor. Ja, da sollte man vielleicht auch mal einen Hebel ansetzen. Wiederkehrendes Muster ist. Ja, das stimmt nicht ganz. Das heißt, die Tore gegen Frankfurt sind nicht die gleichen Tore. Also wir haben natürlich 4 Tore bekommen gegen Barcelona, aber letztendlich, ich würde eigentlich nicht... Naja, nicht alle Tore, ja, aber das eine oder andere war schon dasselbe Muster von Barcelona, wie wir es auch in Frankfurt kassiert haben. Also, ja. Nur darüber reden, weil das ein bisschen so einfach. Ich finde immer, dass die ganze Verantwortlichkeit immer bei der Mannschaft liegt und nicht beim Individu.
weil wir haben die Qualität, wir haben die Spieler, das sind Jungs, die es auch sehr gut gemacht haben bis jetzt. Und es war nicht meine Worte, aber es war die Statistik von den Journalisten, das er gebracht hat. Vor dem Spiel ging es darüber, dass wir die Mannschaft in Europa sein, die am wenigsten Gegenschossen bekommen haben, in ganz Europa. Ja, und wenn du dann guckst, wie viele Schüsse von denen dann im Tor waren, ja. Sollte man mal über die Statistik nachdenken, anstatt sich an so einer positiven Statistik hochzuziehen. Ne? Da sind wir dann wahrscheinlich die schlechteste Mannschaft in Europa. Und ich verstehe, wir haben jetzt verloren und deswegen müssen wir das auch einfach noch verstehen, dass auch die Kritik kommt. Das ist auch total normal. Deswegen sind wir hier, weil wir damit um können, glaube ich. Aber was ich nicht aus die Augen verlieren will, ist, was die Jungs erreichen können, wenn die Schritte noch machen, wo ich glaube, dass die noch machen können. Und das ist unser Ziel diese Saison, dass wir diese Mannschaft weiterbringen auf diesem Weg, damit wir einfach erfolgreich werden. Und Sie haben die Daten vor dem Spiel genannt und wir sind jetzt 2 Tage weiter. Also ich bleibe da auch ein bisschen objektiv über. Machen wir eine letzte rückblickende Frage, wenn gewollt. Ansonsten gerne nach vorne schauen. Oh, der Dieter schreitet mal ein. Wow. Ist ja ganz wild. Letzte rückblickende Frage. Ja, es ist tatsächlich nach vorne schauend und anschließend an das, was Torben fragt. Sie sagen, ja, die Defensive und die Gegentore, da blicken Sie immer auf die ganze Mannschaft. Mich würde interessieren, was kann die ganze Mannschaft konkret aus Ihrer Sicht machen, um diese vielen Gegentore, gerade gegen die starken Gegner, wo man sich so in der Chefetage ein bisschen Sorgen macht, sagt, es ist vorne so attraktiv, aber nach hinten sind es einfach gegen starke Gegner zu viele Gegentore. Was haben Sie da für einen Ansatz? Wie kann diese ganze Mannschaft daran arbeiten? Also du wirst gegen diese starken Gegner niemals verhindern, dass die sich die Chancen erspielen. Ja, wenn unsere Spielweise so ist, wie sie ist, dass wir draufgehen, dass der Innenverteidiger den Stürmer bis in die nächste Hälfte verfolgt und sowas, wirst du niemals verhindern, dass diese Mannschaften sich diese Chancen erspielen. Ja, da muss ein Torwart mal einen Ball halten. Das wäre schon mal eine gute Verbesserung. Und ansonsten musst du das halt entweder ändern, dass die Innenverteidiger ab einem gewissen Punkt stehen bleiben. Spieler von den defensiven Mittelfeldspielern übernommen werden, jetzt der gegnerische Stürmer. Oder aber, dass der Innenverteidiger mitgeht, alles fein. Da muss aber ein defensiver Mittelfeldspieler da sein, der sich dann auf die Position des Innenverteidigers fallen lässt. Ja? Oder vielleicht sogar, wenn wir den Ballverlust haben, zwischen die beiden Innenverteidiger, so dass wir eine Dreierkette hinten bilden. Ja? So dass wenn dann mal ein Innenverteidiger mit nach vorne prescht, weil er in Manndeckung ist, dass die Position nicht offen ist, ja, weil die Bälle dann genau da hinkommen, wo die Position offen ist und dann macht der andere Innenverteidiger vielleicht den entscheidenden Fehler, ja, und versucht auch wieder nach vorne zu verteidigen, anstatt dann zu sagen, ich lasse den Spieler mal kommen und dann ist da Raum bis Paris-Palermo, ja. Das wären die Ansätze, die ich als Laie sehe. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass er da irgendwas Konkretes jetzt sagen wird. Mal gucken, wie er sich da rausfindet. Ja, aber nochmals, ich weiß nicht, ob Sie sogar diese Statistik gebracht hat, Mittwoch, aber Sie haben gerade gesagt, wir haben am wenigsten Gegenschossen bekommen. Gut, an der Statistik, sorry, Alter, da muss man sich jetzt nicht hochziehen. Ja? Es ist völlig fein, wenn man das anbringt, ja, wir haben die wenigsten Schüsse in Europa, in ganz Europa bekommen. Alles gut, fühle ich. Dann sollten wir aber gleichzeitig die Statistik mal zeigen, wie viele von diesen Schüssen denn zum Toren geführt haben. Und das mal vergleichen zu Europa, ja. Wenn bei uns nochmal in 2 Spielen wie Frankfurt und Barcelona 7 Schüsse aufs Tor kommen und 7 Schüsse sind im Tor, dann kann das keine gute Statistik sein. Da muss man sich nicht an der anderen Statistik hochziehen, dass man die wenigsten Schüsse kriegt, wenn jeder Schuss ein Tor ist. Ja? Das muss man mal ganz klar sagen, oder? Weil das zeigt ja dann auch die Qualität der Schüsse, die wir zulassen. Oder halt die nicht vorhandene Qualität des Torhüters. Das müssen dann andere interpretieren. Ja? In ganz Europa,
wir haben gegen starke Gegner gespielt. Da war Frankfurt dabei, da war Leverkusen dabei, da war Stuttgart dabei, da war und alle anderen Spiele vorher. Essen Müller so vergessen. Die Basis für mich ist, dass die Mannschaft arbeitet und dass die Mannschaft im Training einfach zeigt, dass die für mich aus diesen Momenten lernen können, weil sonst kannst du nicht. Das Ziel für uns ist nicht, dass sie nicht überrascht, würde ich sagen, dass es jetzt nicht alles perfekt war. Ja, das ist normal. Wir haben letzte Saison noch keinen Titel gewonnen. Und deswegen ist die Frage immer, ist die Basis da, damit wir in Zukunft einfach diese richtige Lösung finden. Und die Lösung wird man finden, wenn die Jungs, wie die jetzt machen, weiter zusammenziehen, weiter. Es gab bis jetzt noch keine Frage über, wie hart die Jungs gelaufen sind oder wie die gekämpft haben. Und man vergisst das manchmal. Es geht naja, zweite Halbzeit in Barcelona war es jetzt auch nicht mehr so. Ne? Davor, ich stimme hinzu, ihr wisst das ja, ihr habt mein Fazitvideo gesehen. Also ich gehe auch mit, dass wir auf einem guten Weg sind und man muss bedenken, woher wir kommen und dass nicht alles jetzt sofort klappen kann. Alles fein. Ja? Ich glaube, damit hat auch der große Teil von euch keine Probleme. Ja? Viele haben das Problem und da gehe ich mit in dieselbe Kerbe, wie man halt diese Gegentore kriegt. Ja? Es ist gerade super einfach bei uns. Der Gegner spielt mit 2 Stürmern. Der eine Stürmer rennt in die eigene Hälfte, zieht dadurch einen Innenverteidiger raus. Es steht hinten nur noch ein Innenverteidiger. Da machst du das Spiel schnell. Da ist ein Riesenraum, in den spielst du rein. Ja. Also da muss ja noch niemals irgendwie Fußballfachmann sein, um das zu erkennen. Ja? Und ich glaube, darauf zielen die ganzen Fragen ab. Vielleicht sollte man die Fragen mal ein bisschen konkreter stellen. Ja? Wie man das eventuell beheben kann, habe ich gerade schon gesagt. Ja? Möglichkeit, die ich noch vergessen habe, wie wäre es denn einfach mal mit einer Dreierkette hinten zu spielen, mit einem Airbag Dyer in der Mitte. Ja? Dann können die anderen beiden Innenverteidiger doch gerne hochschieben auf die Stürmer. Du hast dann aber immer noch einen Airbag da. Ja? Klar, das ist jetzt nicht keine Rakete vom Speed her, musst du aber auch nicht haben, wenn du eine Dreierkette spielst, wenn die anderen beiden Innenverteidiger super schnell sind. Ja? Klar, dann fehlt dir ein Spieler, ja, dann musst du einen Spieler woanders wegnehmen. Entweder verzichtest du auf den Sechser, oder du verzichtest auf den Zehner, oder du verzichtest halt auf die Doppelbesetzung der Außen. Ja? Möglichkeiten gibt's ja genug. Ja? Du musst ja dann nicht noch mit dem rechten und linken Verteidiger unbedingt spielen. Also Möglichkeiten gibt's genug und der aktuelle Kader würde auch genug Möglichkeiten hergeben. Ja, aber man hat bisher diese Möglichkeiten nicht genutzt. Man versucht so den Stiefel durchzudrücken, was auch fein ist. Ja. Ich finde es gut, wenn er so seine Vorstellung hat und die versucht umzusetzen. Man muss halt nur aufpassen, dass man irgendwann diesen Kipppunkt nicht verpasst. Ja. Das war jetzt Frankfurt, dann war es gegen Stuttgart wirklich gut, das war aber auch wieder zu Hause, dann war es in Barcelona wieder katastrophal. Da muss man jetzt wirklich gucken, dass man diesen Kipppunkt nicht verpasst und ja, wenn das ein Muster wird, aktuell ist es ein Muster, ja, wie die Gegentore fallen, da muss man, ich meine, Kompany hätte ja schon was versucht in Barcelona, in Kimmich dann da hinten, der dazwischen stand. Auch gegen Stuttgart, dass ein Fonsi dann in den Raum zwischen die Innenverteidiger gestartet ist bei Ballverlust und die Außenstürmer wie Gnabry dann auf die Verteidigerposition sind, so dass wir dann bei Ballverlust schon da hinten einen Mann mehr drin hatten. Ja. Die starke Mannschaften ist das aber auch im Fonsi der verkehrte Mann. Ja. Gut, er ist da rein wegen dem Speed, das verstehe ich schon. Also man sieht ja schon, dass ein Kompany schon versucht, etwas anzupassen, etwas zu ändern. Ja. Das steht ja außer Frage. Wir werden sehen, wann er oder ob er den richtigen Schlüssel findet und vielleicht auch mal auf ein paar Linien setzt, der dafür prädestiniert ist, in meinen Augen. Ja, das werden wir sehen. Immer über das Talent, über wie gut die Spieler sind, aber letztendlich für gute Spieler, wenn die laufen, wenn die kämpfen, wenn die zusammenspielen, haben die immer eine Chance. Und deswegen ist meine Überzeugung. Naja, die Chance haben wir gegen Barcelona nicht gehabt. Ja? Die hatten wir in den ersten 20 Minuten, das ist richtig. Dafür war aber zu wenig Speed auf dem Feld, um das auszunutzen in der Zentrale.
Und Halbzeit 2 hat er ja gerade selber gesagt, so, da haben wir keine Chance gehabt. Ja. Und da waren diese Spieler auf dem Feld, die Spieler. Ja, die sind nicht mehr so viel gelaufen, man hat auch nicht mehr das Gefühl, so dass eine Einheit da ist, da stimme ich ihm schon zu. Aber diese Spieler waren ja auf dem Feld. Ja. In dieser Mannschaft einfach total. Schauen wir auf morgen, oder? Klaus Bergmann für die dpa. Ja, schauen wir mal auf morgen. Von daher, gut, Dieter ist jetzt eingeschritten, ungefähr bei der Hälfte. Sonst wäre wahrscheinlich nur ganz zum Ende 1, 2 Fragen gekommen zum VfL Bochum. Mal gucken. Immer auf morgen und müssen auch auf gestern schauen. Nein, Herr Kompanie, Sie hatten gesagt, wir müssen lernen. Das war so ein Schlüsselsatz in Barcelona. Ja, eigentlich immer, jeden Tag. Ja. Ich glaube, ich sage das fast jeden Tag. Mit Blick auf Bochum. Was konkret muss die Mannschaft lernen oder was sind die konkreten Ansätze, was Sie jetzt schnell umgesetzt sehen möchten? Und die Frage eben auch an Christoph Freund. Was glauben Sie, welche Schlüssel müssen gefunden werden, damit eben dieser Stil, den Sie eingeführt haben, der ja zu Erfolgen führt, eben auch nicht so ausgehebelt werden kann oder sagen wir mal konstant zu diesen Erfolgen führt? Also es gibt... Ist natürlich jetzt ein wilder Take, wenn man jetzt den FC Barcelona gleichsetzt mit dem VfL Bochum. Ja. Ich denke, der VfL Bochum, man sieht es ja in der Tabellensituation, wird nicht diese Qualität haben, ja, in der Offensive. Von daher sieht das natürlich schon wieder ganz anders aus. Aber natürlich, ich habe es ja schon gesagt, der VfL hat aber mal so gar nichts zu verlieren. Ja. Er hat nur was zu gewinnen. Wir haben eine Menge zu verlieren. Deswegen ist das Spiel auch so interessant, weil man mal sehen wird, wie unsere Mannschaft mit dem Druck umgeht. Ja, gerade wenn es vielleicht die erste Viertelstunde nicht so laufen sollte. Ja. Schauen wir mal, was Vinny erzählt. Vielleicht, ich glaube nicht, dass ich über jede Detail sprechen muss, aber es gibt zum Beispiel nur eine Schlüssel aus Erfahrung schön für diese Spiele, weil jetzt geht's, wir wollen über morgen reden, aber wir reden wieder über gestern. Aber was ich meine ist in dieses und vielleicht das Letzte, was ich noch dazu sagen zu dieses letzte Spiel, wenn du eine Schlüssel bekommst, und das heißt, wir haben sehr, sehr viele Momente gehabt. Es geht nicht nur über Schüssen und Expected Goals, es geht über diese letzte Pass, wo du schon hinter die Kette... Er meint die ersten 20 Minuten, ja. Da bin ich bei ihm. Da bin ich 100% bei ihm. Da hatten wir den Schlüssel, man hat ihn auf ein Silbertablett bekommen. Vielleicht hätte er reagieren müssen. Ja? Vielleicht hätte er da vielleicht sagen sollen, ich ziehe Thomas Müller vielleicht nach außen und stell einen der schnelleren Spieler in die Offensive, oder er hätte sagen sollen, ich ziehe einen Alphonso Davies nach vorne, ich stelle einen Gnabry in die Mitte noch zusätzlich und gehe hinten auf Dreierkette oder zieh ein Palinja darüber, ja, oder stellst einen Guerrero nach links, stell einen Kimmich auf die rechte Verteidigerposi, und du hättest dann in der Zentrale erstmal mit Gnabry und Müller gespielt, einfach, dass du dann einen schnellen Spieler hast. Weil das ist, was uns abgegangen ist. Harry Kane ist nicht dieser super schnelle Stürmer. Wird er nie sein, und das ist auch fein so. Aber du hättest Barca so einfach mit einem schnellen Spieler in der Zentrale da aushebeln können. Ja, das hat man ja gesehen, die ersten 20 Minuten. Ja, wie du über Außen jedes Mal da durch bist. Wenn du zusätzlich zu den schnellen Außen noch einen schnellen in der Mitte gehabt hättest, alto Betty, ey. Ja. Aber da hat man sich dann, wenn man den Schlüssel vorm Spiel schon hatte, ja, dann muss er sich ankreiden lassen. Dann hätte man vielleicht mal Mathys Tel anstatt Thomas Müller bringen sollen. Oder meinetwegen in Leroy Sané oder sonst wen. Ja, einfach jemanden, der Speed hat. Ja, in der Zentrale. Weil auch ein Thomas Müller hat diesen Speed nicht und ist auch eine andere Art Spieler. Bist und du laufst 1 gegen 1 mit Torwart und das ist eine Millisekunde und vielleicht hast du, so wenn du diese Schlüssel bekommst, wie wir die hatten in der ersten Halbzeit, dann kannst du auch in so ein Spiel manchmal das nützen bis Ende des Spiels. Das brauchst du nicht auf einmal was anderes zu machen, weil du hast schon diese Lösung gefunden, du hast den bekommen, diese Schlüssel. Und ich glaube, das hilft dann, die ganze andere Fragen, dass sie haben über das Verteidiger, über was sie jetzt sehen als ein Momentproblem.
glaube ich, kann gelöst werden, weil wir einfach Kontrolle von diesem Spiel nehmen und akzeptieren auch, weil wir hatten das in der ersten Halbzeit. Und das ist dann irgendwann weniger geworden. Und wenn Sie dann sprechen über die nächsten Spiele, das hat auch damit zu tun, dass wir jetzt einfach, wie wir bis jetzt gemacht haben, nicht mehr diese Kontrolle weggeben. Also eine Mannschaft kann sich das verdienen in ein Spiel, dass es vielleicht nicht möglich ist. Aber wenn es möglich ist für uns, dann müssen wir einfach weiter dominant sein und dann glauben, dass wir daraus die Ergebnisse holen. Okay, heißt im Umkehrschluss, wir werden nichts ändern. Ja, sehe ich jetzt auch gar nicht so das Problem für die Bundesligaspiele oder sonst welche Spiele. Aber gegen Top-Mannschaften wirst du es niemals 90 Minuten hinkriegen, dein Spielstil durchzudrücken. Ja? Gegen die Top-Mannschaft. Das wirst du nicht schaffen. Weil die haben auch eine Qualität. Und die werden, selbst wenn wir haben es gegen Frankfurt gesehen, selbst wenn die sich dann auf die defensive Arbeit verlassen, gut, Frankfurt hat ihre Taktik natürlich daran angepasst, aber nehmen wir Barca als bestes Beispiel. Ja, du kannst die nicht 90 Minuten dominieren. Das geht nicht. Selbst wenn du eine Top Dingens bringst, Performance bringst, wird das nicht funktionieren. Das sind Top-Mannschaften, die werden immer ihre Momente im Spiel haben. Des Weiteren ist das natürlich auch kräfteraubend. Ja, ich denke, das hat man dann in Barcelona auch zweite Halbzeit gesehen. Da war einfach nichts mehr im Tank. Ja. Und da sind wir dann auch wieder beim Thema, vielleicht sollte man mal den einen oder anderen Spieler mal reinrotieren und vielleicht auch mal gucken, dass man, so wie es, ich kann das immer als beste Beispiel bringen, Ottmar Hitzfeld, ja, da hattest du nie das Gefühl, so, ich habe nur 11 Spieler, da waren immer 15, 16 Spieler. Ja, da müssen wir mal hinkommen. Da sind wir aktuell die Saison auch nicht. Was aber auch verständlich ist, neuer Trainer, ja, der muss erstmal so seine Stammelf finden und so weiter. Und ja, wir werden sehen. Ja, ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Man muss das auch alles nicht überbewerten. Wir haben jetzt ein schlechtes Spiel gemacht in Barcelona oder wenn man es ein bisschen freundlicher ausdrücken möchte, eine schlechte Halbzeit, das war die zweite, ja, obwohl die erste dann, wenn du mit 3:1 in die Pause gehst, halt auch nicht überragend ist. Ansonsten davor, die Spiele waren stark, ja, da haben dann teilweise die Ergebnisse nicht gestimmt, da war man ein bisschen zu naiv. Wenn man da jetzt die richtigen Schlüsse draus zieht und weiter an sich glaubt, sind wir auf einem guten Weg. Ja, ich glaube, man muss auch unterscheiden, es waren immer unterschiedliche Spiele. Auch die letzten Spiele gegen Leverkusen, gegen Frankfurt oder gegen Barcelona, wenn man ansieht, es waren einfach unterschiedliche Spielverläufe. Aber ich bin einfach überzeugt davon, wenn die Mannschaft den Spielplan, den Matchplan durchzieht, den Vincent mit seinem Trainerteam ausarbeitet, das ist sicher der Schlüssel zum Erfolg. Und wenn Sie da draufbleiben und das versuchen, so genau wie möglich nur umzusetzen, dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass wir das Spiel auch erfolgreich gestalten. Dass wir einfach den Matchplan wirklich durchziehen und da draufbleiben. Und was einfach Fakt ist, seit Vincent auch hier ist, wie gearbeitet wird, auch wie der Trainer schon gesagt hat, dass die Mannschaft richtig Gas gibt, dass sie sich viel erarbeitet hat in den letzten Wochen schon, dass wir so Fußball spielen und auch wie der Trainer und das Trainerteam arbeitet, das ist einfach richtig, richtig intensiv, richtig professionell und harte Arbeit, wird sich auf Sicht einfach durchsetzen und wir werden uns für das auch mit Ergebnissen noch mehr belohnen, wie wir das in den letzten 2 Wochen gemacht haben, so wie wir arbeiten, so wie wir Fußball spielen und so wie wir detailliert auch an Matchplänen arbeiten und wie analysiert wird und darum bin ich einfach ganz fest davon überzeugt, dass wir auf diesem Weg draufbleiben werden und sollen und uns auch dafür belohnen werden in Zukunft. Klaus wieder, ja, bitte. Gehe ich erstmal so mit, ja. Wie gesagt, wenn man das richtig analysiert und da ein paar Stellschrauben dreht, der Weg, auf dem wir sind, ist Bombe. Ja, nochmal, wir haben so geile Fußballspiele bisher gesehen. Wir haben jetzt ein schlechtes Spiel gegen Barcelona gesehen. Ja, mein Gott. Ja, das passiert halt auch einfach mal. Ne? Erst recht, wenn neuer Trainer, neue Philosophie, dass du irgendwann vielleicht nochmal in alte Muster verfällst. Ja, und natürlich musst du jetzt erstmal den Pablo-Ausfall handeln. Ja, da musst du erstmal die passenden Lösungen finden. Die Lösung mit Palhinha da vorne ist Müll. Ja, da bin ich sehr gespannt gegen Bochum. Ja, von daher immer mal ruhig, ne? Herr Kompanie,
Bei Bochum ist der Trainer gewechselt worden, also da weiß man ja nicht, was erwartet einen so richtig. Wie gehen Sie mit so einer Situation um? Ja, ich glaube immer... Ja, er guckt ja eh auf seine eigenen Stärken. Wie soll er jetzt damit umgehen? Ja, natürlich wird das, in der Regel gibt das einen Boost. Ja, erst recht, wie ich gerade schon sagte, wenn du nichts zu verlieren hast. Aber so letzten wenige Kompanie sie damit umgehen. Wir reden über den VfL Bochum, nicht über den FC Barcelona. Ja, also da müssen wir jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen, wie man so schön sagt. Das ist, sorry, das ist auch nichts gegen Bochum. Ich habe ein Bochum-Trikot im Schrank hängen neben meinen aber Millionen Bayern-Trikots. Ich mag den VfL, weil halt auch hier aus der Region. Ja, aber was aktuell beim VfL zustande zu leisten ist, sorry, ja, das ist David gegen Goliath und da muss man dann einfach seine eigene Stärke glauben, die durchdrücken. Ob da drüben jetzt ein neuer Trainer ist oder nicht. Wenn ein Trainerwechsel gibt, ist es natürlich immer ein gewisser unbekannter Faktor, die reinkommt. Aber was immer bekannt ist, und das ist für uns auch Wichtigste, ist, was wir machen können und wie wir uns vorbereiten. Und wir werden jetzt kein... Ja, die Spieler ändern sich ja nicht, ja. Natürlich, man sieht, was ein Trainer für einen Einfluss haben kann auf Spieler, wenn wir mal unsere Spieler mit letzter Saison vergleichen. Aber das klappt ja auch nicht innerhalb von 3 Tagen. Ja? Also. Unterschied machen mit der Vorbereitung für dieses Spiel, weil jetzt ein neuer Trainer gibt und wir werden einfach wieder versuchen weiter zu gewinnen, weil in der Bundesliga haben wir unser letztes Spiel gewonnen und das wollen wir weiterziehen. Dann ist Torben wieder an der Reihe. Wie sieht es denn personell aus? Ich weiß, du gibst nicht gerne Einblicke, aber gibt es Spieler, die möglicherweise jetzt sich verletzt haben oder nicht ganz fit sind? Wie sieht es vor allem auch bei Jamal aus? Sieht eigentlich gut aus. Ich glaube, die schwerste von körperlich Runde kommt jetzt in die nächste Woche, glaube ich. Ich spiele jetzt Sonntag, Mittwoch, Samstag. Und, aber wir gehen rein in diese Woche mit einer fitten Mannschaft und glaube ich körperlich frisch und mental frisch und mit. Da bin ich gespannt. Wenn dem so ist, Chapeau. Also ich hatte in Barcelona schon nicht das Gefühl, dass wir mental und körperlich frisch sind. Ja? Da bin ich wirklich gespannt auf morgen. Eine gewisse Wichtigkeit für uns jetzt in dieses Spiel gegen Bochum, weil das ist natürlich das nächste Spiel nach Barcelona, ist für uns alle ganz wichtig. Wir haben eigentlich gehofft, das Spiel war schon heute. Nikolaus Lindner wieder, bitte. Frage an beide, diesmal zu Manuel Neuer, über den Fans und Experten aktuell viel diskutieren. Lothar Matthäus hat beispielsweise gesagt, er sei aktuell nicht mehr derselbe Rückhalt wie früher und er habe sein Torwartspiel etwas verändert. Ja, werden natürlich jetzt beide maßlos dementieren. Ist natürlich auch nichts, was man in der Öffentlichkeit ansprechen würde. Ja, ihr kennt meine Meinung. Bei 100%. Ja. Du kannst nicht, wenn du den Anspruch hast, ich bin Top-Torwart oder ich bin Weltklasse-Torwart. Sorry, kannst du nicht in 2 Spielen 7 Schüsse aufs Tor kriegen und alle 7 sind drin. Ja. Das waren jetzt nicht alles 7 irgendwelche Sonntagsschüsse, die unhaltbar waren. Gerade die Tore in Barcelona teilweise, wie Neuer da agiert hat, das ist Katastrophe. Ja, das muss man klar aussprechen. Ja, ich bin mal gespannt, was beide antworten, aber ich denke, die Antworten sind klar, die da kommen werden. Wie nehmen Sie beide Manuel und seine Form gerade wahr? Wir haben verloren. Es ist... Wenn wir verlieren, verlieren wir zusammen. Das ist nicht nur Manu, das ist von... Finde ich gut als Trainer. Komm, wir lassen ihn erst mal ausreden. Der Torwart bis den Torwarttrainer und von die Stürmer bis zum Verteidigung und die Coaches, ich auch. So, wir haben alle verloren und das ist eigentlich das einzige Punkt, das wichtig ist. Und wenn er was ändert zu seinem Spiel, wenn ich Manu kenne, das ist nur, damit er besser wird. Und ja, wir haben verloren, Kritik gehört dazu. Und, aber in den nächsten 90 Minuten können wir hoffentlich zeigen, wie hart wir arbeiten, aber wie hart wir auch gewinnen wollen und einfach für dieses Verein Erfolg holen wollen.
Also, erstmal finde ich völlig fein, dass man das so kommuniziert, wie er es gerade kommuniziert. Ich hoffe, dass er das intern ein bisschen anders sieht. Ansonsten ja, werden wir auf lange Sicht auf jeden Fall ein Problem haben. Ja. Weil es geht ja jetzt nicht nur um das Barcelona-Spiel. Ja, darum geht's ja gar nicht. Guckt euch mal die gesamte Saison bisher an, wie Manuel Neuer agiert hat. Ja, da war nicht ein Spiel, wo man sagt, wow, das war ja mal eine bärenstarke Leistung von Manuel Neuer. Ja. Angefangen bei Aston Villa, was ganz klar auf seine Kappe geht, wo er es noch nicht mal imstande ist, als Kapitän dieser Mannschaft das mal einzugestehen. Ja. Nehmt die Spiele danach, Frankfurt, Barcelona. Ja, Stuttgart war der Vorteil, dass nicht ein Ball aufs Tor kam. So. Also, dass er es als Trainer, er ist natürlich auch nicht diese Art Trainer, das ist auch völlig fein, ja. Dass er da sagt, das Team gewinnt und verliert, ist auch richtig. Das bestreitet ja gar keiner. Trotzdem ist es ein Fakt, dass Manuel Neuer nicht mehr dieser Rückhalt dieser Mannschaft ist. Ich habe es in der Analyse da gesagt gehabt, der FC Bayern hat schon immer offensiv gespielt. Ja. Der FC Bayern hat aber auch immer einen Torwart im Tor gehabt, der die Mannschaft im Spiel gelassen hat. Ja. Der halt mal 1, 2 Bälle gehalten hat, wo man sagte, wow, stark gehalten. Ja. Und das ist, was uns aktuell komplett abgeht. Ja. Du siehst nicht eine starke Parade von Manuel Neuer. Siehst du nicht. Ja. Gefühlt ist er viel zu langsam. Die Reflexe sind nicht mehr so da. Vielleicht hat er gerade private Sorgen, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es sein Alter, sehr Verletzung geschuldet, ich weiß es nicht. Aber wenn der Verein das nicht sehen sollte, oder das Trainerteam das nicht sehen sollte, dann müssen wir uns wirklich Sorgen machen. Ja. Dass man das nicht nach außen kommuniziert, völlig fein. Ja, 100% true. Ich würde auch kein Öl ins Feuer gießen. Ja. Alles fein. Da muss man das genauso kommunizieren, wie er es getan hat. Christoph Freund wird das gleich genauso tun. Ja. Aber, dass man vielleicht ein bisschen was sieht man vielleicht daran, dass man Daniel Perez gerade mal ein bisschen Spielzeit gibt in der zweiten Mannschaft. Ja, Manu hat sicher jetzt Spiele gehabt, wo er sich nicht so auszeichnen konnte. Das ist für einen Tormann dann auch oft sehr, sehr schwierig, wenn nicht so viel auf das Tor kommt. Und wie nicht so viel. 3 gegen Stuttgart, 4 in Barcelona auf jeden Fall, oder? Sind doch schon mal 7, wo er hätte mal einen halten können. Ja, und diese Chancen dann oft sehr eiskalt genützt werden. Aber Manu, ja, wie auch Vincent schon gesagt hat, versucht sich immer zu verbessern. Es ist auch ein sehr offensives Torwartspiel, so wie wir auch Fußball spielen. Das kommt Manu auch sehr entgegen. Und er ist nach wie vor ein sehr, sehr großer Rückhalt, eine sehr große Persönlichkeit. Er ist sehr... Der ist er halt nicht, Alter. Das ist völliger Schwachsinn. Nee, sorry. Das ist er nicht. Auch im Spielaufbau nicht mehr. Auch nicht mehr im Klären seiner Bälle. Ja, das ist teilweise eine Phase, wo er die Bälle hinspielt, wo er die Innenverteidiger oder den defensiven Mittelfeldspieler in Bedrohung bringt. Wenn er die Bälle dann versucht, ein bisschen länger zu schlagen, kommen die super selten an. Nein, das ist er einfach nicht mehr. Ja, nochmal, völlig fein, auch wenn das ein Christoph Freund das so kommuniziert. Ich erwarte da nichts anderes. Es wäre auch irgendwo das falsche Zeichen, wenn man sich da hinsetzen würde und sagen würde, yo, habt da recht, wir sehen das eh nicht. Manuel Neuer ist nicht mehr auf diesem Level. Weil dann könntest du ihn ja auch nicht mehr aufstellen und willst dir selber Fehler eingestehen. Aber ich hoffe und bete, dass man das intern ein bisschen objektiver sieht. Präsent. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir Manu bei uns haben und dass er bei uns im Tor steht. Und ja, wie gesagt, die Spiele waren jetzt nicht für die Torhüter richtig glücklich oder gut ausgelegt. Das war schwierig, aber es werden wieder Spiele kommen, wo wir wieder anders über unseren Torwart dann sprechen werden, weil er wieder Spiele gewonnen hat für uns. Ganz sicher sind wir uns da. Ich bin mir da absolut unsicher, dass das so ist. Ja. Nochmal, gerade solche Spiele ist es doch wichtig, dass der Torwart da ist. Ja. Das ist auch eine Sache, die uns immer ausgezeichnet hat beim FC Bayern. Ob es Manuel Neuer, der über die Jahre war, früher ein Oliver Kahn. Wir haben immer Spiele gehabt, wo wir 2 oder 3 Chancen zugelassen haben und dann muss ein Torwart da sein, wenn es dann noch 0-0 steht oder
1-1 steht oder sowas. Wie oft hatten wir uns da dann Manuel Neuer in der Vergangenheit? Bleiben wir bei Manuel Neuer. Wie oft hat er uns da im Spiel gehalten? Ja. So, und diese Qualität ist aktuell komplett weg. Ja. Vielleicht täusche ich mich. Vielleicht sitzen wir hier im halben Jahr und sagen, jo, Christoph Freund hat hier an dieser Stelle recht gehabt. Manuel Neuer hat uns die letzten 2 Spiele im Spiel gehalten und alles ist gut. Ich persönlich wage das zu bezweifeln. Okay, die Herren. Und wenn ich den Gesichtsausdruck von Christoph Freund mal ein bisschen interpretiere, wie er da gerade saß, glaube ich auch nicht wirklich, dass er an seine Worte glaubt, die er da gerade erzählt hat. Hier oben, vielen Dank. Dann beenden wir das. Danke. Haben wir alles geklärt. Aber das müsst ihr selber für euch interpretieren. Ne? Ich weiß, der eine oder andere geht da in dieselbe Kerbe, was Manuel Neuer betrifft. Der eine oder andere geht da in die Kerbe. Ist ja super verdienter Spieler, Blasels. Fragt euch mal, warum Manuel Neuer nicht mehr in der Nationalmannschaft spielt. Ne? Fragt euch das mal. Weil alle, wie wir Manuel Neuer kennen, wissen wir wohl, dass Manuel Neuer wahrscheinlich niemals von sich aus gesagt hätte, oh nee, ich will nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen. Ich meine, er hat vorher noch ein paar Wochen gesagt, er würde gerne die nächste WM noch spielen. Vielleicht hat der Bundestrainer ihm auch einfach nahegelegt, pass mal auf, Manu, du kannst hier erhobenen Hauptes gehen, den du sagst, du trittst zurück aus der Nationalmannschaft, weil wir werden in Zukunft auf einen anderen Torwart setzen. Wer weiß das schon, ne? Natürlich jetzt wieder Verschwörungstheorie von meiner Seite. Keine Ahnung. Wir müssen auch kein neuer Bashing machen oder sowas. Das hat er natürlich auch nicht verdient. Aber man muss schon sagen, dass das gerade wirklich schlecht ist von Manuel Neuer. So. Und da müssen wir auch keine Rücksicht drauf nehmen, genau wie es bei Thomas Müller der Fall ist, nur weil es super verdiente Spieler für diesen Verein sind. Ja, da müssen die super verdienten Spieler mal lernen, wann man den Exit nimmt. Ja, so wie es ein Bastian Schweinsteiger getan hat, so wie es ein Philipp Lahm getan hat. Da müssen diese Spieler das mal lernen. Wenn sie sich nicht mehr dann, wenn sie nur noch so performen, von was sie vorher performen konnten, da müssen sie sich nicht wundern, wenn sie dafür kritisiert werden. Ja? Und man darf auch nicht vergessen, diese Spieler bekommen immer noch 20 Millionen. Ja? Wenn diese Spieler nur noch 5 Millionen bekommen würden, dann würde ich sagen, ja, alles fein. Ja, das ist halt leistungsgerecht. Da brauchen wir nicht drüber reden, da muss man dann auch keine anderen Ansprüche haben. Wenn man aber immer noch die Ansprüche hat, 20 Millionen plus zu verdienen, dann möchte ich auch diese Leistungen dafür sehen. Und die sieht man bei beiden Spielern nicht. Ja? Und dann werden sie auch dafür kritisiert. Leute, ich wünsche euch ein super duper Wochenende. Viel Spaß morgen beim Spiel. Und natürlich hoffentlich ein Sieg für uns. Ja. Was natürlich dann ein bisschen schade für den VfL Bochum ist. Ich hoffe, der VfL Bochum kriegt noch die Kurve. Kann er gerne nach dem Bayern-Spiel mit anfangen. Und wir haben ein paar interessante Spiele mit dem Pokalspiel in der Woche. Danach haben wir 2 defensiv starke Gegner mit Union und Benfica in der Champions League. Ja, es wird nicht langweilig werden bei uns. Ne? Rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.